Nationalrat, lieber Herr Vizebürgermeister, Herr Präsident des Salzburger Kameradschaftsbundes, lieber Obmann Hans Dick, Herr Oberst Funk, liebe Kameraden aus nah und fern, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, nachdem alle so kurz waren, ich heute, lieber Herr Prälat, die kürzeste Messe erlebt habe. Ich war bei vielen Feldmessen dabei und bin regelmäßiger Besucher der Sonntagsmesse, aber so eine kurze Messe habe ich noch nie erlebt. Herzlichen Dank dafür. Dafür darf ich heute etwas länger sprechen. Ich bedanke mich bei den Kaiserschützen für diese Veranstaltung. Dieses Gedenken, liebe Kameradinnen und Kameraden, veranstalten die Kaiserschützen nicht, um Kriege zu verherrlichen, sondern es wird veranstaltet, um der gefallenen und vermissten Soldaten zu gedenken und in die Erinnerung zu rufen, dass sie gefallen sind, dass sie vermisst werden und dass wir an ihnen gedenken. Denn Tod ist nur derjenige, an den man nicht mehr denkt. Und die Kaiserschützen gedenken ihrer gefallenen Kameraden. Und das ist gut so. Das ist deswegen gut so, weil wir damit mahnen wollen. Und der Präsident des Salzburger Kameradschaftsbundes hat darauf hingewiesen. Wir leben in einer Zeit, wenn wir die Medienberichte hören und sehen, dann kommt einem das Grasen. Wir leben in einer Zeit, in der Idioten umherlaufen, die glauben, um aller Gott oder sonst irgendjemand zu dienen, indem sie morden, feige Mörder sind, wahnwitzig morden, feige morden, ich betone feige morden, wo irgendein Idiot in eine Kirche geht und einem Priester die Kehle durchschneidet und das unter dem Vorwand einer Religion macht. Da gibt es Politiker, die sagen, wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Und die gleichen Politiker schauen zu, wenn mit Waffen Kinder ermordet werden, tun nichts dagegen, unterbinden diesen Waffenhandel nicht. Wenn wir im Fernsehen sehen, wie Waffen eingesetzt werden, ganz gleich wo, und wenn man hinschaut, von wo kommen diese Waffen, aus Ländern, Amerika, Russland, Frankreich, Deutschland, ganz gleich wo, da fragt man sich, warum unterbinden dieselben Politiker nicht diesen Waffenhandel? Das sind Fragen, die man sich stellen muss. In welcher Welt leben wir, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden? Wo ist denn
der Friede, den wir alle wollen? Wo sind die Politiker, die uns in Sonntagsreden einreden wollen, dass wir Frieden haben sollen, die immer sagen, sie wollen Frieden? Was tragen sie dazu bei? Warum hauen sie nicht auf den Tisch und sagen, jetzt machen wir Frieden, Schluss mit dem Waffenhandel? Wahrscheinlich sind da die Lobbyisten so stark, dass sie ihre Waffen verkaufen müssen, alles nur Geschäfte machen und dergleichen mehr. Andere wiederum sagen, wir brauchen kein Bundesheer. Wir haben das doch alles selber hautnah erlebt. Da wurden unkluge Entscheidungen in diesem Land getroffen. Da wurde gesagt, wir verkaufen alles. Wir brauchen keine Kasernen mehr. Wir verkaufen die Kasernen. Wir verkaufen die Waffen. Brauchen wir nicht. Und dann kam die Flüchtlingswelle bei uns. Wir hatten nichts mehr. Wir mussten Zelte anmieten, weil wir die Zelte beim Bundesheer verkauft haben. Da mussten wir Bierzeltverleihe hernehmen, Zelte anmieten, weil die Bundesheerzelte haben wir verkauft gehabt. Alles weg gewesen. Gott sei Dank hat ein Umdenken stattgefunden. Wir haben einen neuen Verteidigungsminister, der anders denkt. Beim Bundesheer geht es Gott sei Dank wieder aufwärts. Ja, muss denn zuerst die österreichische Regel eintreffen, es muss was geschehen, sonst geschieht nichts. Hoffentlich hält dieser Trend an. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass der neue Verteidigungsminister hier durchgreifen wird. Hoffentlich bekommt er die Unterstützung, die er braucht. Was wir vom Kameradschaftsbund dazu beitragen können, ihn dabei zu unterstützen, das werden wir gerne tun. Wir werden ihn unterstützen, weil es notwendig ist, dass wir auch in diesem Land wieder Sicherheit haben können. Und Sicherheit können wir nur haben, wenn wir alle dazu beitragen und unseren Beitrag dazu leisten. Wir alle sind für die Sicherheit auch zuständig. Und ich weise darauf hin, dass wir bei unserem Bundestag, bei unserem Bundesdelegiertentag vor über 10 Jahren in Vorarlberg gesagt haben, es muss für die Sicherheit etwas getan werden. Das Bundesheer ist auch für die Sicherheit zuständig und wir haben beschlossen, damals, dass wir auch für die Sicherheit außerhalb der Kasernen zuständig sind. Da wurden wir belächelt. Heute können Sie sehen, dass das Bundesheer auch Botschaften bewacht. Wir waren damals der Zeit voraus, wurden belächelt. Das macht nichts. Wir werden das auch in Zukunft weiter beibehalten. Wir werden unseren Weg gehen. Es ist gut so, dass ein Umdenken stattgefunden hat. In diesem Sinne werden wir weiterarbeiten für Österreich. Ich hoffe sehr, dass wir auch in Zukunft weiter einen guten Weg gehen für die Sicherheit in diesem Lande, denn wir brauchen ein sicheres Österreich und ein sicheres Österreich können wir nur haben, wenn wir alle gemeinsam für die Sicherheit in diesem Lande eintreten. In diesem Sinne danke für das Gedenken, für die verstorbenen Kameraden. Bleiben wir ein gemeinsames Gedenken für die Verstorbenen und für die Zukunft alles Gute, für den heutigen Tag ein gutes Beisammensein.